Diesen Podcast wird hergestellt von Lebenswasser Church in der Guatemala, Chihuahua, Mexiko, Jent. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet bei lebenswasser.org. Das sind zwei Geschenke, sehr wunderbare Geschenke, oder sehr große Geschenke, was Gott uns gegeben hat. Ein Geschenk, das ist Jesus Christus. Jesus ist der, der uns raten hat, heißt der, der uns heilen hat, heißt der, der unsere Sinnen verjagt, der, der uns eine Ewigkeit gibt. Jesus Christus. Und uns Ziel als Kirche und mein Ziel als Prediger ist, dass wir wollen Jesus Christus kennenlernen. Heißt ein bester Freund. Heißt das beste Geschenk, was wir auf dieser Welt kennen haben, ist Jesus. Und dann hat Gott uns noch ein anderes Geschenk gegeben, was auch sehr, sehr viel wert ist. Was sehr groß ist und was wir einmal selbstverständlich nehmen. Und das ist das Buch. Gott sein Wort. Das Jacob al sagt, wir sind in der wahrsten Serien von Botschaften. Wir haben geredet von der neuen Geburt. Wir haben geredet von unserem Sinn hängen uns loten, von Ägypten rücktragen, von der Taufe haben wir geredet. Wir haben geredet von den Heiligen Geist und von Kraft zum Leben. Wir haben geredet von christlichen Verhältnissen. Von der will ich reden von dem Buch. Von der will ich reden von der Bibel. Ich stelle mir so vor, dass jeder einer von uns hat eine Bibel im Haus. Ich weiß nicht, wie viele Bibeln wir im Haus haben, aber ich habe ein Programm am Computer, wo ich viel brauche. Das nennt sich eSword, aber da habe ich 21 Bibeln, verschiedene Übersetzungen von 5 Sprachen. Statt zu 3, dann redet Steve von, dass in der Serien, was wir haben, von rechts an das Wichtigste. Und dann reden wir von, wo hoch wir sind in der Welt im Vergleich von anderen Menschen, wenn es kommt Reichtum. Und wir sehen uns, dass wir sind, oder das Studium weist, dass wir sind von der obersten 5% von der Welt, wenn es kommt reich sind, was haben Gott haben. Aber weißt du, wenn es kommt das Buch, dann bleibe ich dann sehr wie in der obersten Punkt 001%. Viele von uns. Weißt du, wo wir hin? Viele von uns. Die sind sehr sonderbare Menschen. Die sind es von nicht, aber die sind doch interessante Menschen. Und weißt du, viele von uns, die können das Buch lesen und Feuer sprechen und verstehen. Das gibt es sehr wenig Menschen in der Welt, die sich mit die meten können, wenn es kommt, was Gott sein wird. Und ich weiß nicht, wofür wir darüber denken, oder wo dankbar wir sind für das Buch. Aber das ist Gott sein Wort. Und so ich will Ihnen some interessante Dinge vertellen von das Buch. Das war dann vielleicht mit so einer Botschaft, das ist ein bisschen praktisch, besonders das erste ein. Aber ich will Ihnen some Dinge sagen von das Buch. Und wenn Sie das Buch in Ihrem Heim haben und das vielleicht das letzte Werk nicht aufgewasst, das ist ein Problem. Wenn wir Gott seine Kinder sind und wir haben aber kein Interesse für was er zu sagen hat, dann ist das something nicht ganz reich mit uns. Aber das Buch, Gott sein Wort, die Bibel, wird das meiste verkauft in der ganzen Welt für die letzten Jahre, viele Jahre. Sie sagen uns, dass in den States allein wurden 50 Bibeln die Minute verkauft. 72.000 den Tag, 26 Millionen das Jahr. Na, da weiß ich nicht näher, was dort meint, so ein Buch steht, oder dass dort all die Dinge sind, was wir an unsere Phones haben, so wieder. Von der ersten Tag haben wir alle unsere Technologien, wir haben verschiedene Bibeln, verschiedene Übersetzungen in uns Phone, in uns iPad, in uns Computer, wo immer wir sind. Aber die haben nicht bloß die Bibel in ihrem Heim, von der, die haben die Mat mit ihnen, rein alle Wegen, wo sie sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von ihnen haben eine Bibel im Phone. Und die können irgendwo aufmerken und lesen Gott sein Wort. Und so die Bibel ist der Top-Seller beweit in der Welt von Beker. Sie sagen uns, dass die 5 Beker Taub, was das meiste verkauft in der Welt, die verkauften das letzte Jahr 12.000, oder 12 Millionen. In der Bibel allein 26 Millionen. Du hast eine Organisation in den States, die heißt Gideons, oder Gideons.
Wenn ihr in Motels bleiben, irgendwo in der Stadt, ich weiß nicht, wo das hier in Mexiko ist, aber States in Kanada besonders, wenn ihr in Motel seid, und dann wollt ihr die Schiffloden noch sein, dann du in der Bibel bist. Habe ich mal eine Bibel gefangen in Motel? Das ist doch von den Gideons handgetan. Das ist eine Organisation von Businessmännern, das ist nicht hoch, aber das sind Businessmänner, die 100 Jahre drei, fängt es mal an, und dann werden die Businessmänner, sie entschlossen sich, sie wollen mit ihr Geld, was sie haben, mit ihr Reichtum wollen sie dafür sorgen, dass die ganze Welt wird Bibeln haben. Und so sie haben Bibeln ausgeteilt. Sie sagen uns, dass in den letzten 100 Jahren haben sie 1,6 Billionen Bibeln ausgeteilt in 190 Ländern von der Welt. Da sind mehr Bibeln in der Welt als irgendein anderes Buch. Und sie sagen uns, dass die Bibel wird mehr gelesen als alle anderen Bücher. Na, ich weiß nicht, ist das so was hier in uns? Ich weiß nicht, was die Leser sind oder nicht. Mein Leben das hängt auf von Lesen. Und ich lese sehr viel, Tag und Nacht kriege. Ich sehe so einen Mensch, dass wenn ich meid sie von einem Office sind, ich sie meid von mit Menschen verteilen am vorigen Haus, dann denke ich dort, was ich da tun habe. Dann sage ich mir, mein Jengel soll dolen an Bücher und an Lesen. Und dort relax mich, das ist bloß wer ich sehe. Die sind vielleicht nicht so dort. Aber ich habe viel Bücher gelesen in meinem Leben. Aber ich dachte, sie wäre auch nicht ganz sehr nüchtern. Wie viel Mal hast du die Bibel durchgelesen in deinem Leben? Na, ich habe angefangen, dann sei ich bei 4. Mose, wo immer gekommen bin, wo das alles sich von den Nomes handeln, dann gebe ich ab. Heute ich will Ihnen anspornen, dass wir die Bibel lesen, wenn das Gott sein Wort. Sie sagen uns von der, sie haben ein Studium getan und sie sagen, sie glauben, dass unsere Bücher, unsere Librarien, unsere Libraries in der Welt, die wird wie in half schneiden können, wenn wir alle christliche Literatur durchnehmen, aber alle christliche Leute, ich meine, wie viele Leute, wie viele Bücher giftet, wo die Schreiber und die Sänger, die singen wird von dem Wort. Viele Regierungsmänner haben das Buch gebraucht, um Dinge zu sagen und um ihr Land regieren. Und so die Bibel ist ein sehr wichtiges Ding gewesen über diese ganze Zeit. Und so Gedichte, Leute, andere Bücher, viele Tausende, Millionen, Billionen in der Welt, was das Buch hat gebracht in den letzten 2000 Jahren. Na weet je, de Teufel, die hasst das Buch. Und wenn der Teufel die kann Druck holen, dass die das nicht verschlesen, das ist sein Ziel. Aber der Teufel ist so gut gegangen, ob das Buch vernichten, mehrmal, vielmal in den letzten 2000 Jahren. Ich will Ihnen bloß 2 Stück von deinen Klimpet vertellen. Das erste passiert ungefähr so 300 nach Christus. In das Jahr 300. Der römische Kaiser Diokletian. Haben wir einer, der das Christentum verfolgen hat, haben wir einer, der sehr viel Christen hat dort gemerkt, und er ging darauf bereit, dass sie das Buch von der Erde weglassen. Und sie dachten, sie haben. Und sie richten sich ein Denkmal ab, was sie sehen, dass wir haben gesiegt über die Bibel. Die Bibel wird nicht mehr sein. Ein paar Jahre später kam ein anderer Regierer an, der heißt Konstantin. Und die nahmen den christlichen Glauben an, und so weit, als dat hij dat Freiheit geeft und so wieder in der Bibel lebt, war ab. Wenn du wie ein Christen warst, die haben die Bibel verstärken, die haben die Predigt gehört, in so eine Dinge steht, und so das Buch, das Leben war ab, das Wort war aufgeschrieben, in der Bibel, die dreht war wieder. Von dann, Gott von dir. Und wird je 300 nach Christus, dann wird das Buch noch mal groß aufgestellt. Aber von kurz an, als der Feind oder Brit gegangen hat, er wird das Buch vernichten. Die nächste, was ich von reden will, dort wie ein Mann, der wohnt in Frankreich, Voltaire heute, dort wie in der Utgang 1600, Anfang 1700. Er sagt, dass in 50 Jahren wird die Welt nicht mehr reden von der Bibel. Was interessant wird, das kriegt das Jahr, was er dort sieht. Dann kauft England sich ein Neues Testament, wie nennt das im Englischen Manuskript. Das meint von den ganz ersten Schriften, was wir haben. Sie kauften sich ein griechisches Neues Testament von Russland für $500.000. Dort wie in den 1700. Dort wird dann schrecklich viel Geld. Voltaire sein Buch zu der Zeit verkauft für 8 Cent das Buch. Noch ein sehr interessantes Ding von das wird, dass 50 Jahre Luther, heute 50 Jahre Luther wird die Welt nicht mehr reden von der Bibel, wenn ich wo schon merken, dass was für nichts sein. 50 Jahre wieder, dann ist Voltaire tot,
in dat huis waar hij woont, doordat de Geneva Bible Society, dat we een organisatie, die Bibelen printen, in dat huis waar Voltaire gewoond had, aan zijn printingpress. Gott heeft nog een sense of humor, sagen wir einmal. Aber weet je, zo zijn de mensen uitgegaan, over de tijd, en hij gezegd, dit beeld moet van de wereld weggelassen, en er zijn communistische Länder geweest, er zijn Menschen geweest, die nicht an Gott leben, ganz bad finden, die sind haben Menschen, die würden dit Bild gleichen zu vernichten. Aber weet je, Gott hat gesagt, Jesus sagt, dass mein Wort wird stehen bleiben, und da wird niemals vernichtet worden. Und du kannst dir sicher sein, dass dit Bild wird die Welt und die Teufel never vernichten. Oder die können dit Bild verbrennen, was ich hier habe, aber die werden Gott sein Wort never verbrennen. Lass mich noch von ein paar Männern vertellen, was ihr Leben gegeben haben, das du von der in der Bibel hast. Weet je, für viele Jahre, ungefähr von 500 nach Christus bis 1500, dort waschen, dort wird die Kirche, dort nennen wir einmal die Dark Ages, oder like die düstere Zeit. Dort wird eine Zeit, wo die römisch-katholische Kirche, die hat überhand in ganz Europa, in den ganzen Ländern, wo der Christentum wird, zu der Zeit, und so sie regieren alles. Und sie hatten ihre Bibel in Latinisch. Und so die Priester, die muss Latinisch kennen, damit sie können Priester sein. Und so er wird seine Bibel in Latinisch lesen, und er Service wie in Latinisch, aber die gewöhnlichen Menschen können die sprechen. Und so die ganz meisten Menschen, die hatten niemals eine Bibel, weil in der Zeit wir nicht eine Druckerie. Die Bibel wird mit der Hand aufgeschrieben, und die werden viel zu dir für gewöhnliche Menschen. Und danach sie können gleich Latinisch. Und so, die Bibel wird zu Stadt gebraucht für Hunderte, für ein paar tausend Jahre. Aber dann bei einmal an der 1320, bei der 1384, dann lebt ein Mann, der heißt John Wycliffe. Er war auch ein katholischer Priester, aber er fängt an zu sein, er liest die Bibel, er fängt an zu sein, dass die Kirche, die wir sehr korrupt, und es handelt sich bloß um Kraft und um Geld und so eine Dinge steht, sehr der Derchen ohne alles. Und dann hat John Wycliffe, er fängt an, das Buch zu übersetzen in eine englische Sprache. Er lebt in England, und er hat das Neue Testament in Englisch übersetzen, seine Mitarbeiter halten, und so sie übersetzen das Buch in eine englische Sprache. Wenn er sagt, die Menschen, die Marten, das Wort Gottes in ihre Hände haben, was sie lesen können. Ich habe Ihnen das auch gesagt, und ich sage das nicht zum irgendwem in uns Volk dran, aber wir haben zwei sehr ernste Sünden in uns Volk. Eins ist, dass wir nicht lesen lernen. Viele Menschen können das Buch nicht lesen und verstehen. Vielleicht bist du so dort, und jemand mir das über die, ich kann die nicht durchlernen, aber mir jemand dort über Menschen, die das Buch, weil das ist Gott sein Hauptwerk, wo er mit die Gemeinschaft hat. Das ist Gott sein Hauptwerk, wo er die was kennenlernt und wo du anders kennenlernt. Und dann haben wir uns Volk nicht lesen gelehrt, dass sie Gott nicht wollen kennenlernen. Und dann haben die Buben noch gesagt, das Buch musst du nicht so viel lesen, als was verdreht worden. Weet jullie, dort sind Sünden, die gleich von Teufel kommen. Gott hat uns sein Wort gegeben. Gott will haben das Wort, soll wir lesen, wir sollen das ausleben, wir sollen das verstehen. Und du kannst nicht lesen, du hast gelehrt von klein an, das müssen wir nicht lesen. Weet jullie, dort ist ein sehr ernster Sinn in uns Volk. Und unser Ziel als Kirche ist dort umzudrehen. Mir geht nicht schein, als wenn ich durch ein Bibelbuch predigen. Ich will Luther im Jahr, weil wir ein Bibelbuch durch predigen und so weiter. Dort checke ich all fertig noch. Aber John Wycliffe, er sagt, das ist nicht reich, dass die Menschen nicht die Bibel lesen in ihrer Sprache, was sie kennen. Und so er übersetzt die Bibel in Englisch. Und weißt du, dann nehmen sie am Fuß und sie merken am Tod. Er muss sein Leben geben für dort. Sie deuten dort ein bisschen hängerig. Sie sehen, sie würden, wo er muss zu gerecht kommen, so wieder, aber Pfarrer du erst, dann grieben sie am Hängerweg, sie merken am Tod. Und meist wird es noch in 1382, in 1408, dann merken sie ein Gesetz, dass wir jenes Gesetz, und weißt du, die Kirche in der Regierung schafft taub in das, und sie sehen, dass es jenes Gesetz, das Buch übersetzen in der Sprache von den Menschen. Und dann in 1417, dann wird die Kirche taub, die Lehrer von der Kirche mit der Regierung taub, und sie deuten entschlüssen auf dem Meeting, dass John Wycliffe, dort wir ein Erdlehrer gewesen, ab Englisch sagen wir, dass wir ein Heretic,
En dan deden ze zijn knerkes uitgroeven en die verbrennen als een teken dat dit is een heretic. Dan wird er al lang dood. Aber weet je, die Kerk met de regering taub, voor vele jaren is door op uitgegaan dat mensen niet dit woord worden gaan. En dat namen we de Dark Ages, de donkere tijd. Nog een persoon wat veel met je dreigt heeft dat du deze Bibel hast en dat du die lezen kost, dat is Martin Luther. Martin Luther in de 1500, anfangs 1500, hij overzag de Bibel in Hochdeutsch. Dat is wat ik hier heb, een Hochdeutse Bibel. En zo dit is een overzetting van Martin Luther. Hij was ook een katholieke priester, een lange geschichte, maar hij kwam te geloven. En hij vangt de reformatie aan een poort van dat is, dat hij dit boek overzet en de spreekt van zijn volk, dat zij worden zelfs de Bibel opdagen en lezen en zijn wat God te zeggen heeft. En weet je, lied, wanneer we dit boek taub hebben met een Heilige Geest, dan hast du de ganz grootste kracht wat deze wereld jemals kan hebben, of wat we hier kan hebben. In dit boek dat je taub met een Heilige Geest, Gott heeft ons het gegeven. En zo de Bibel is werkelijk Gott zijn woord. Ik wil je sommige dingen wijzen, wat we kunnen zeggen, oké, dit is bloos mogelijk, wanneer het Gott zijn woord is. Maar wat ik je wil zeggen is dit. Ik heb je bloos twee mannen, Martin Luther, die wordt ook vervolgd, de regering, een van zijn vrienden, de regering, die neemt aan vast en verstuurt aan, dat ze hem niet vangen zum dood merken, als würden sie den dood gemerkt, aber die tijd übersah de Bibel in Hochdeutsch. En zo, dat we zijn vriend, een regeringsman, wat aan beschützen deed, dat hij dat kan. Wat ik wil aan je zal verstaan, kan, wanneer je dit boek in je heim hebt, wanneer je dit boek in je phone hebt, dan denk je aan dat dit boek is naar die gekomen op een riva van bloed. Duizenden en duizenden mensen hebben ihr leven gegeven voor dit boek. Tim, dat we dat van jou hebben. En zo wanneer dit boek in mijn huis ligt, en dat is ganz stoffig, en ik had het de laatste maand niet opgehad, dat is een zeer grote ongerechtigheid en gedacht aan wat God ons gegeven heeft en hoeveel aan dat gekost heeft. Aber we hebben dat boek van jou, we kunnen dat lezen in Spanisch, in Engels, in Hochdeutsch, in Plattdeutsch. Vielleicht kan je nog Griechisch en Hebräisch, ik weet niet, aber ik kan niet. Aber weet je, lied, we zijn van de bovenste punt 001% van het kamp Gott zijn woord. We zullen jesselje riesen zijn. Doen als we dat woord Gottes geschreven hebben. Ik check deze week een video, ik wil dat hier zo snel nemen, dem heb ik niet, aber dat we van China, door een nate kerk, en die kregen zum eerste mal een Bibel in ihre Sprache in ihre Hänge. En weet je, die zaten en roeren, die kussen de Bibel. Ik meen, die hebben het wertvollste geschenk wat ze jemals in leven gekregen hebben, wenn zij God zijn woord in ihre Sprache. Wer von jullie kan de Bibel lezen in de Sprache wat du verstaan kannst? Ik glaube, rein alle van ons. Hebben Gott mal gedankt dafür? Ligt het boek plus ramen klek dost. Ik wil je sommige dingen wijzen. Wenn viele Menschen sagen von dir, dass dit boek, dat is Gott sein Wort, dit is bloß von der Kirche taubgestellt, das sind bloß Geschichten und so weiter. Und wenn je dort bleiben, dann bleib je dort. Aber ich will je sommige dingen wijzen, wat anders wijzen als dort. Das erste Ding ist, was wir nennen, innerliche Beweisung, internal evidence. Und das erste Ding ist, dass die Bibel ist inspiriert von den Heiligen Geist. Die Bibel selbst behauptet, dat dit boek komt van God. Dat zegt in 2 Mose 34, 27. Dat zegt het zo dit. De Herr zei te Moses, schreef al deze weer doel, wilst die leiden den Bund uit, den ik met die en met Israël gemerkt heb. So God zegt te Moses, schreef deze dingen doel. En zo wanneer je in de Bibel opmerkt, de eerste 5 Beker, op Deutsch zijn dat 1, 2, 3, 4 en 5 Mose, op Engels had de andere weer. Aber dort sind die Schrieben von Moses, wo Gott am sie du sollst das Doel schreiben, wenn hier leih ich ut, wo je leben sollen in unserem Gesetz. 2. Petrus 1,21, durch Schrift Petrus ist das. Er sagt, wie als Prophetie ist nicht Wort, dass ein Mensch sich selbst utdenkt. Dort wird der Heilige Geist in diese Menschen, die angeben, dass sie von Gott reden sollen. Und weißt ihr, das ist interessant, der Heilige Geist, die halt Menschen das schreiben. Aber doch schreiben die Menschen in der menschlichen Weg von schreiben.
Er lijkt dat een beetje verschieden, van Paulus schrift, er van Petrus schrift, er van Jakobus schrift. En zo mensen wat studeren, dan schrift studeren en zo weer, en wo mensen schrijven zo weer, die kan leicht zijn, oké, dit is van die persoon geschreven, dit is van die, doe nou als wat het geschreven is. Zo die schrijven nog op menselijke weg, menselijke stijl, wil we zijn, aber dat weer God zien wordt. In Offenbarung 21, vers 5, da sagt Gott zu Johannes, dann seht der auf den Thron sitzt, check einmal, ich merke alles nie, und er sagt zu mir, schrieb, wils diese Welt sind wahrhaftig und abzuverluten. Und so, das sind bloß ein paar Vers von Fehler, was wir in der Bibel haben, das ist von Gott geschrieben. Gott inspiriert Menschen, Gott, der Heilige Geist, sehen Menschen, was sie sollen schreiben. Und wir brauchen von den Heiligen Geist zum Weiten, was es sagt. Nou, ik weet goed, hier zijn sommige dingen bij, die zijn schwer te verstaan, manchmal und so wieder. Some von uns leiden het Buch te zien, wen kon je anders verstaan. Ik wil je 3 Stoten geven, een klein beetje Luther, vielleicht helpt je dort een klein beetje zum de Bibel studieren. Nog een ding, wat we zeggen, dat is internal evidence, oder innerliche Beweis, dat zijn Prophezeiungen. En stel je 3 reden aan dit, en ik zeg je, wo allmählich dat is, wanneer komen bloß 8 Prophezeiungen, worden zijn in Erfüllung gegaan in eine Person. Aber weet je, da sind über 300 Prophezeiungen von Jesus allein. Da sind Prophezeiungen von Menschen, Prophezeiungen von Städten, solche in Einzelheiten. Und du kannst von der Trägung in dort so uitgefallen. Eigentlich, wie mir sehr interessant, dass wir in Israel wären. Jesus sagt einen Tag, dass er nannt das am Städte ab, was all seine Wunder gesehen haben, wo er hat die meiste Arbeit getan, aber die glauben nicht an ihm. Ein von denen ist Kapernaum, Korazin und some andere Städte, sagt Jesus, er sprach den Fluchhut über ihn. Und er sagt, dass die größte Wunder passierten sie wieder, und Jesus sprach in Fluchhut. Von der ersten Tag, wenn die in Israel vorstehen, Städte, die sind wahr. Nach Kapernaum, erste Nacht, also war er mit frisch abgebieten und so wieder, da sind noch some Steine, aber weißt du, so eine Dinge sind mir sehr interessant, aber das sind hunderte und hunderte Prophezeiungen in der Schrift, die sind buchstäblich in Erfüllung gegangen. Wo wurde der Messias geboren worden? Von wem wurde er geboren worden? Wo wurde er sterben? Und dann wurde er abgestoßen in vieles ist dort. Und so das ist ein Beweis, dass das Buch, das ist, was der hängen, als bloß nicht hoch. Hier ist das, was der hängen, als bloß ein Mensch, was ich auf gedacht habe, so und so waren die Dinge sind. No, das wird never stimmen, aber das stimmt kriegen. So Prophezeiungen sind ein wichtiges Ding. Noch ein Ding, was sehr wichtig ist, was wir würden sagen, das innerliche Beweis, das ist die Autorität, was das Buch hat. Tausende Menschen verändert über die letzten 2000 Jahre. Menschen lesen das Buch und einmal kommt der Jesus Gottes und die Daten dort oben, sie krempeln, taub so zu sein, sie kloppen taub mit sich selbst und sie gehen nach Gott und sie finden Vergebung, sie finden Erlösung, sie finden Frieden in ihr Hort und so wieder. Und wenn ihr das Buch, das ist lebendig. Na, das ist bloß ein Buch. Ich habe euch gesagt, das Buch ist bloß Papier und wieder, wenn der Heilige Geist nicht dahinter ist. Aber der Heilige Geist hat es geschrieben, der Heilige Geist wird die halten, dort lesen, der wird die halten, dort verstehen und der wird dein Leben verändern. Und auf einmal dann lesen wir was. Und dann ist uns Leben verändert. Von der kam ein Bruder an mich, hat sehr gute Nachricht. Lass ein paar 3 Beten fahren, wir hat Probleme in seinem Körper und so weiter. Und er sagt, von dann wird wache Wäsche aus. Weißt du, das ist, was Jesus tut. Und so eine Erlöser habe ich. Und die haben uns sein Wort gegeben. Und die haben uns Kraft. Und weißt du, die Kraft, die ist hier bin. Und hier bin ist die Kraft gegen den Teufel. Und hier bin ist die Kraft gegen uns Denken, unsere schlechten Gedanken, all so eine Dinge steht. Das ist, was das Buch haftet alle in sich. Und zu der Autorität, was du bist. Als Jesus hat diese irgendwie dann predigt, dann sagen die Menschen, boy, dieser predigt mit Autorität. Und so ist es mit der Bibel. Ich kann von dir mit Autorität sagen zu dir, dass wenn du an Jesus lebst, dann hast du das auf ihr Leben. Weißt du, wo ich das weiß? Das kommt hier raus. Die Autorität ist hier bin. Das ist nicht bei mir, das ist nicht bei dir, aber das ist hier bin. Und zu tun ist es sehr wichtig, das ist bloß ein Beispiel von Fehlern, von der Autorität, die das Buch hat. Und wo das uns unterrichten wird, wo wir sollen leben und so weiter. So, das sind bloß ein paar innerliche Dinge. Da sind noch ein paar äußerliche Dinge, die die Bibel bewiesen hat. Und eins ist Dinge, die sie rückgraben. Auf Englisch sagen wir Archaeology. In Israel, wo das Buch geschrieben ist, oder wo Gott sein Volk wohnt und so weiter, da sind viele Städte, die gruben sie rüt. Weet je, über die Jahre, Hunderte sind die verbrechen, die sind ungestorben, und nu gruben sie rüt. Und immer weiter fingen sie Dinge, was das Buch bestätigt hat.
Und vielmal sind das so eine Dinge gewesen, wo die Welt gesagt hat, für die Menschen, die nicht an die Bibel glauben, sie sagen, check mal, das, was die Bibel beschriftet, und so hat es never gegeben. So steht es doch nicht mal gewesen. Dann bei einmal hastig, grufen sie was drüber, und dann fingen sie, oh ja, da wird doch so steht. So hat es all mal gegeben. Die können hunderte so eine Cases studieren, wo sie hat Dinge gefunden, was die Bibel bestätigen. Und sie sagen uns von der, da hat noch niemals ein Ding gefunden, was bewiesen hat, dass die Bibel lebt. Noch niemals. Überall hunderte, was bewiesen haben, dass die Bibel ist so. Und so das ist Archaeology, Dinge, was rübergerufen worden. Als wir in Israel waren, auf vielen Städten, wo wir waren, da hatten sie some sections, hatten sie Tünraum so wieder, und da ein Plun eben so wieder, und da wird gerufen. Und wird dann gerufen, da mit einem Lepel, und mit einem Fork, und mit einem kleinen Tenbarsch und so wieder, da wird sehr sorgfältig alle ausgerufen und trach, und sein Wort fingen sie da. Und die fingen allerhand Dinge von Tianetät, was bewiesen, dass die Bibel ist so. Noch ein Ding, was bewiesen, dass die Bibel ist so, dort ist die Abrechtigkeit von den Menschen, was die geschrieben haben. Weißt du, wenn wir die Bibel würden schreiben und wir wollen uns mal einen guten Gott vorstellen, einen guten Menschen, einen Gott sein Verhalten und so wieder, dann würden wir all die Sünden ausloten. Aber die Bibel ist so abrechtig mit Menschen beschrieben. Denk bloß mal an David, wie der Mann Gottes, der Mann Gott sein Hort. Und was für eine schreckliche Sinn beginnt ihr dann bei einmal. Und die Bibel ist abrechtig mit das beschrieben. Das ist bloß ein Beispiel. Aber die Bibel ist abrechtig in Menschen beschrieben. Das beschreibt Menschen ihre Lebens, ihr Ungehorsam, ihr Gehorsam, wo sie Götzen deuten und all so eine Dinge steht. Und so wenn wir wollen ein Buch schreiben, was das Christentum soll Schmack machen, dann würden wir die Dinge ausloten. Das ist was fertig passiert von der ersten Tag. Als wir von Anfang mal in Kanada wohnen, das soll zusammen Monat schien 3, dann ging ich in der Schule zum Englisch lernen und dann dort wir Newspapers oder like Post lesen. Und dann sagt die Lehrer uns, dann all, das ist 25 Jahre 3, oder 30 Jahre 3 actually. Well, it's like, anyway, 30 Jahre 3. Und dann sagt die Lehrer uns, wenn ihr die Post lesen, dann merkt sicher, dass die weiten, dass 60% von dort ist ausgedacht. Von der aus sind 90, ich weiß nicht mehr, wobei. Aber weißt du, so ist es fertig mit dem Schreiben, wie dann bloß eine Seite beschrieben, wenn wir wollen das merken, in Wasser war ich lot und so wieder. Die Bibel tut das nicht. Die Bibel beschreibt beide Seiten. Und die Bibel beschreibt eben dann, wenn das so sieht, dass dort ja Gott noch an ist, dass die Menschen leben, aber die Bibel ist abrechtig, in wo Menschen ihre Lebens beschriften. So das ist ein Theken, dass das kommt von selbst bloß von Menschen. Dass Gott uns die Bibel gegeben hat, dort wiest uns, dass er uns leben hat und so wieder. Lass mich Ihnen ganz kurz 3 Dinge geben, was Sie können brauchen zum Bibel studieren. Und weißt du, wenn Sie die Bibel lesen, die müssen die Bibel so lesen aus einem Rezeptbuch. Did ihr früher noch mal Rezeptbücher lesen? So, dann wollt ihr einen Check backen. Wenn wir sagen, ihr wollt einen Check backen, dann holt ihr ein Rezeptbuch über den. Was ist das erste Ding, was ihr tun? Je checken, was das sagt. Je checken, was das sagt. Okay, das sagt Feuer, Köffel, Mehl. Na, je haben noch nichts ausgelegt. Je weiß noch nichts von, was ein Köffel ist und nicht, was Mehl ist. Aber je checken, was sagt das. Und weißt du, wenn wir die Bibel lesen, wie dann säuerlich haben wir Futz lesen, dann hab's von der Utleihung. Wir wollen das erste Utleihen, was das meint. Check erst mal, was das sagt. Fertig, das Utleihen ist. Und so, wenn wir ein Rezeptbuch kann, dann sagt das Feuer, Köffel, Mehl. Okay, so alles, was du tun hast, du hast gecheckt, was das sagt. Und das, was wir machen tun mit der Bibel, check mal, was das sagt. Check nur die Wörter, was das braucht und so wieder. Check bloß, was versuch nicht Futz zu sagen, was das meint. Check, was das sagt. Wenn du dort in der Schweiz, dort sagt Feuer, Köffel, Mehl, dann kostet wieder, okay, was ist ein Köffel? Wenn ich in der Schweiz am Fonds Mama. Und so, aber über dem weiß, okay, du hast das Ding in den Shop und das sagt, das ist ein Köffel. Und so, okay, du weißt, was ein Köffel ist. Die nächste Frage, was kostet Frauen, ist, okay, was ist Mehl? Und weißt du, kannst studieren, du kannst das was lesen, vielleicht in anderen Büchern, oder was andere geschrieben hat, oder die Fonds Mama, oder was immer, aber über dem weiß, okay, das ist ein Köffel und das ist Mehl. So, du hast halt 2 Stunden getan. Du hast gecheckt, was es sagt, und du weißt, was es meint. Und dann kommt Anwenden. So wird es das anwenden. Anwenden ist, du nimmst bloß das Köffel, schabst Mehl, schätzt das in den Kamm, dann würde den Dich versandieren. Dort sind die 3 Stunden von Bibelstudieren. Wir checken, was es sagt, wir verstehen, was es meint, und wir leihen das aus. Johannes 3,16, weil das ganz ein bekannter Vers, ganz klein bisschen noch checken, das sagt, okay, was sagt das? Gott liebt die Welt. Okay, das ist alles. So, du hast nochmal bloß gecheckt, was es sagt. Gott liebt die Welt.
Gott lebt der Welt so sehr, dass er sie sehen gab. Hast noch mal bloß gecheckt, was es sagt. Die sagst, leist noch nicht aus. So dass all die, was in einem Leben nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. So, du hast nicht nur einen Vers gecheckt, du hast ihn gecheckt, okay, was sind die Wider, was hier sind. Du hast bloß gecheckt, was sagt es. Wenn du dort in der Schweiz, was es sagt, dann kannst du fragen, okay, wer ist Gott? Dort sagt Gott lebt der Welt. Okay, was von Gott? Wie das Allah? Wie das der Mondgott, der Sonnengott? Wohn Gott? Und jetzt in den Vers, wenn wir die Bibel lesen, die Bibel hat sich selbst das Beste ausleihen, wie man den Anfang, like, was sagt das vorher, nur hier und all so eine Dinge. Aber in das Vers allein, du weißt, okay, das ist ein Gott, was da läuft, das ist ein Ding, was du weißt, das ist ein Gott, was sie sehen darf, und das ist ein Gott, was will haben, die so selig werden. So dann weißt du nur some Dinge von das Gott. Und so, wenn wir wieder was studieren, nimmst du einen Kommentar, ich will dir in Seier sein, nicht das erste einen Kommentar nehmen. Ein Kommentar ist eine Ausleihung von der Bibel, aber das ist von Menschen geschrieben, okay? Und so, du kannst einen Kommentar nehmen, oder du kannst sagen, was ein anderer Bibelvers und so wieder, wo das Wort Gott gebraucht wird. Aber bei dem weißt du, okay, das ist der Schöpfer von Himmel und Erde, das ist der allmächtige Gott, der dreieinige Gott, okay, der Gott. Dann sagt das Leib der Welt, so wer ist die Welt? Das ist eine andere Frage, was du kannst stellen. So, dann checkst du mit, okay, diese Welt, das ist so eine Welt, was das leben kann. Diese Welt, das ist so eine Welt, was das soll selig werden. So meint es dann das Erdball, oder was meint es dann? Das noch mit anderen Dingen studieren, vielleicht noch sein, was ein anderer geschrieben hat, über dem weiß, okay, Gott, das ist der allmächtige Schöpfer von Himmel und Erde, in der Welt, das ist die Menschheit. Gott lebt die Menschheit. Und so die nächste Frage kannst du fragen, okay, wer sie sehen, wen hat sie sehen? Und dann kannst du dort studieren, vielleicht andere Versen lesen und so weiter. Na weet je, ik brauche een bekannte Vers. Je weet deze antwoorden alle, aber ich versuche zu lernen, wo wir Bibel studieren. Und dann über dem weiß okay, die sehen, das ist Jesus Christus, das ist Gott sein Sehen. Du wirst viele andere Versen, die kannst du brauchen, um dort bestehen. So nu weiß soll, dass Gott, der Schöpfer von Himmel, ihr läuft der Menschheit so sehr, dass er sein Sehen darf. Der andere denkt, was du kannst fragen, ist, was meint Glauben? Und dann kannst du dort studieren in der Schrift, was meint Glauben? Ab Jesus vertrauen, auf Jesus checken, ab Arm verloten für Erlösung. Verschiedene Dinge, wo ich fing. So nu weiß, dass Gott, der Schöpfer von Himmel, ihr läuft der Menschheit so sehr, dass er sie sehen darf, dass die, also ich ab Arm verloten, die waren nicht verloren, aber das ewige Leben haben. So dann kannst du studieren, was meint verloren? Was mit die, was verloren und wo gehen die hin? Oder die, was seilig waren, was meint dort? Und weißt du, nu hast du gecheckt, was es sagt, und du hast verstanden, was es meint. Und dann kommt anmannen, wo war uns das Vers an? Bloß einfach, was das Vers sagt, glauben. Glauben. Ob Jesus verloten, Arm annehmen, seine Erlösung annehmen. Ob Arm verloten, das heißt verdienen sind gestorben. Er wird die raten, er hat die vergift, er wird die in den Himmel bringen. Ob Arm verloten, Arm vertrauen, das ist was Glauben meint. Und so, das ist was jemand in der Rezept tun. Die checken, was es sagt, die verstehen, was es meint, und dann die das macht in dich. Und wenn du die Bibel liest, dann check, was es sagt. Und wenn du Dinge sind, die du nicht verstehen kannst, lese andere Bücher, oder Frau wem, was immer, aber bet, dass der Heilige Geist die wird leiden, dass die was verstehen, aber die muss checken, was es sagt, verstehen, was es sagt, und dort ausleben. Und weißt du, das ist ein sehr einfacher Weg. Ich hatte Jahre und Jahre gelehrt, und so wenn ich das gelehrt habe und angewandt, dann darfst du das automatisch beim Lesen, kommen diese drei Dinge da immer vor. Wenn du checkst, was es sagt, und weißt du, die Bibel braucht wieder meint something. Und das ist ein einfacher Weg von der Bibel studieren. Weißt du, Lied, das ist Gott sein zweites geratstes Geschenk, was er dir gegeben hat. Und er hat dir das gegeben auf Spanisch, und auf Deutsch, und auf Englisch, und auf Plattdeutsch. Mama spricht mich. Ich will dir nicht merken, dass je worden een life vol met het boek. Lees Johannes, oder die Psalmen, oder lees something, wat een beetje leichter te verstaan is. Fang nicht kurz von Offenbarung an und dann sagen, oh, die Tier, weiß ich nicht, was das alle meint, und dann gebe ich ab. Aber wenn wir Gott sein Wort lesen, wird ja ein Mann sagt, dass dort, was er nicht verstehen kann in der Bibel, das ist nicht, was am troubled. Was am troubled ist, das, was er verstehen kann. Und das ist es soll sein. Das Buch, das wird die challengen, würde wir Englisch sein, dort wird die auffordern, den Glauben zu ändern, dort wird die auffordern, den Leben zu ändern. Das Buch, das hat Autorität im Design, das sind und das nicht. Die Autorität ist hier bei uns. Meine Wörter, wenn ich zu Ihnen predige und ich brauche nicht das Wort, dann sind das menschliche Wörter.
Aber das Wort hat die Autorität, und Gott hat mich berufen, zum Jünd mit Autorität zu sein, was es hier sagt. Wenn wir nicht stark waren, was in Leibes mit Gott sein wird. Wenn ein Vers nicht verstehen kannst, dann Frau Jacob oder Steve, nicht mich Frau. Und so, just kidding. Wenn ihr was nicht verstehen, wer willst du von euch holen? Ich verstehe auch nicht alles. Aber dort, mir hat es auch ein bisschen, mir trouble dort alles, was ich verstehen kann. Und so, wenn wir in Leib voll mit Gott sein wird. Und weet je, Gott hat uns das gegeben, um am kennenlernen, zum weiten, was sein Willen ist. Ein Junge, der will mal weiten, okay, was Gott sein Willen ist, so er merkt das oben, und hat seinen Finger da haben. Some von uns lesen es dort Bibel. Und dann sagt er, du, Judas ging sich abhängen. Na dort bleibt er, dort kann ich sterben, so er merkt, war er tot, merkt, da war er oben, und da war ein Finger da, und dann sagt er, du auch so dort, oder du likewise, weißt du, na dort kann ich sterben, so er merkt, das war er tot, und der hat noch einmal oben, und der war ein Finger da, und sagt er, was die tun, was er da führt. Und so. Aber weißt du, wenn wir nicht das dort Bibel studieren, wenn wir nicht das dort versuchen, Gott seinen Willen zu finden, aber wenn wir Gott sein Wort kennenlernen. Dankeschön für diesen Podcast durchhorchen. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet wie lebenswasser.org.